Herzlich willkommen zurück zur neuen Episode von The Witcher 3 Blood and Wine. Und mal ganz ehrlich, liebe Freunde, gibt es ein geileres Spiel als The Witcher 3? Ich glaube kaum. Weitergehen. Vor allem natürlich, wenn man bereits die Bücher alle kennt und dann ja, die Spiele so von The Witcher 1, The Witcher 2, die ganzen Veränderungen, jetzt mit The Witcher 3, mit allen drei Teilen, Wild Hunt, Hearts of Stone, Blood and Wine, alles in allem und ist einfach nur alles so episch geil, ey. Vor allem letzte Part war, das war mit Regis und den Brief von Triss und so, also alles auf, ja, halt die Schnauze hier drüben, bin gerade mich am Begeistern. Ja, was letzte Part mit dem Brief von Triss, also gerade die Hauptstory von Wild Hunt bezogen und jetzt hier mit Regis und das ist einfach alles so geil. So, ich muss ein bisschen zügeln hier. Wir haben noch ein bisschen was zu tun, das ist jetzt, das Stufe 7, der geht ja in der Nähe. Nö, aber der so weit weg war. Ja, wir haben die Hauptquest natürlich, ganz klar. Aber natürlich will ich auch ein bisschen mich mit den Sidequests beschäftigen. Habe ich ja vor allem bei Wild Hunt viel zu wenig getan, weil ich hier viel mehr machen. Also, viel mehr. Ich will es machen, wa? Moment, darf ich gerade auch näher. Jo. Sieht nicht schlecht aus. Oh, mächtige Eier aus Granit. Okay. Wir zeichnen uns im Inventar aus, sind wir wieder fast voll. Oh, geht eigentlich noch. Ich soll mal ablegen, eine Truhe so. Das war jetzt eigentlich eine Truhe. Du musst jetzt zurück nach Novigrad. Mal gucken. Ich hoffe echt so sehr, dass im Verlauf dieses Abenteuers. Weil das Lustige ist sowieso, muss ich mal ganz kurz erzählen. Das mit Regis, da war irgendwie. Wurde schon mal gespoilert, geteasert, dass er hier auftauchen könnte. Ich weiß auch nicht in welcher Form und so weiter, aber es jetzt doch so auftaucht. Und das mit Triss, der Brief, der ist für mich jetzt komplett neu. Vor allem deswegen, weil es so, wie es bereits bei Hearts of Stone war, auch hier eine Romanze für ihn geben, für unseren guten Geralt. Aber er hat sich ja bereits für Triss entschieden in Wild Hunt. Da war natürlich schon. Wird es die Option der Romanze für Geralt, also für mich sprich jetzt hier in diesem Let's Play überhaupt noch geben? Oder sagt das Spiel, nö, du hast für Triss entschieden, wir haben das so geskriptet. Die Romanze gibt es für dich nicht. Pech gehabt. Könnte ja sein. Weitergehen. Die Ausstellung des Denkmals des Reginald d'Aubry bleibt bis auf weiteres geschlossen. Oh Mensch, die französischen Namen, ey, kann die kaum aussprechen. Bitte weitergehen. Die Ausstellung ist geschlossen. Was ist denn hier los? Oh Majoran, gib mir Kraft, ich ertrage es nicht. Ich glaube, ich war deutlich. Heute keine Besichtigung. Warte, bist du nicht dieser berühmte Hexer? Geralt von Riva? Ich glaube, ich habe Arbeit für dich. Ich habe den Aushang gesehen. Es geht um ein Denkmal? Die Angelegenheit ist sensibel, aber ich zahle auch gut. Leider kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sagen. Interessiert? Ja, wenn es um viel Kohle geht, sicher. Die Statue. Erzähl mir, wo das Problem ist. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Viel mehr. Komm mit. Ich zeige es dir. Hier ist es, unser ganzer Stolz. Reginald d'Aubry. Ein Gigant unter den Liebhabern, ein hervorragender Schwertmeister und obendrein ein trefflicher Musiker, dessen Hände so manches zum Klingen bringen. Und was stimmt nicht damit? Wie soll ich sagen? Die Kronjuwelen sind weg. Jemand hat einer Statue die Hoden gestohlen? Das ist ja nicht einfach nur eine Statue. Es ist das einzige Denkmal, das auf die Originalform von Reginalds eigenen Genitalien zurückgeht, zertifiziert und geprüft. Sie entstammen seinen höchsteigenen Lenden und schenken jedem, der sie berührt, unvergleichliche Virilität. Mit Eintrittskarte jedenfalls. Daher musst du die Kronjuwelen wiederfinden. Bitte, was? Mir fehlt eine Option. Und zwar, willst du mich verarschen? Du hast meine Aufmerksamkeit. Erzähl mir alles über Reginald, was du weißt. Da gibt es doch so viel. Der Legende nach haben er und der Architekt Pharamond Beauclerc entworfen. Beeindruckend.
Vor allem hat Reginald sich um Fluchtrouten für Liebhaber verdient gemacht, die mit runtergelassenen Hosen erwischt werden. Im übertragenen und im wörtlichen Sinne. Später hat er sie selbst oft verwendet. Nicht aus Furcht, bewahre, sondern weil er seine Rivalen nicht im Duell töten wollte. Natürlich. Gibt es Verdächtige? Angesichts der enormen Potenz von Reginalds Goldsack ist jeder verdächtig. Bitte was? Wer würde ihn nicht für sich wollen? Ich? Kein Goldsack. Willst du mich verarschen? Wann hat der Diebstahl denn stattgefunden? Das kann erst ein paar Stunden her sein. Ich habe die letzte Gruppe gerade erst geführt, da waren die Kronjuwelen noch da, wo sie hingehören. Ich überlege ernsthaft, ob er das mit Regi, sprich die Hauptquest, am nächsten Part verschiebe und ein paar Tierhoden aus Gold nenne. Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja einen Hinweis. Tu, was du tun musst, um Reginalds Kronjuwelen in die Hand zu kriegen. Ohne sie sieht Beauclairs Touristikbranche harten Zeiten entgegen. Harten Zeiten. Ich dachte, das wollen alle. Naja, dass sie hart sind. Obwohl bei den Eiern, das weiß ich nicht so recht. Aber egal, das ist so etwas... Ach ja. Ja, so ein Charme verliert das Spiel trotz allem nicht. Bald bist du wieder ganz. Hört mal auf zu quatschen? Wo ist der Typ überhaupt? Sehen gar nicht. Die Sägespuren sind gerade und glatt. Präzise Kastration, würde ich sagen. Yeah. Ein trockener Blutfleck. Hä? Ernsthaft? Es wird alles wieder gut. Aber er hat sich selber geschnitten. Kann natürlich sein. Ja, wo geht's weiter? Hallo, Spiel? Rot, ich suche Rot. Rote Umra... Keine Sorge, Regina, keine Sorge. Bald bist du wieder ganz. Naja. Ach ja. Ein Stück Mantelstoff an einem Nagel. Schweres Parfum. Der Geruch dürfte mir den Weg weisen. Oder die Sinne vernebeln, eins von beidem. Es wird alles... Entschuldigung! Einer der Ritter musste aus dem Turnier aussteigen, weil Hä? er sich bei den Glöcknerinnen was Wo ist der Geruch hin? eingefangen hat. Man kann sich Die Tür hört auf, schön. kratzen. Ah ne, da geht er weiter. Der Teufel soll dich holen. Hä? Sehen kaum. Wo ist die Spur hin? Ich sehe das kaum. Vermutlich noch weniger, hier geht's lang. Alter, ist das undeutlich. Ich setze gleich einen Farbfilter hoch, wenn es so weitergeht. Oh. Ja, komm. Ein bisschen mehr rot, wenn ich bitten darf. Wenn ich böse bin, komme ich zum Hexer. Die Eltern drohen den Kindern mit Hexern. Ja, das wird natürlich... Mann, oh Mann. Was? Schubidubidu. Schubidubidu, schubidubida. Moment, wer hat das schon wieder gesagt? Schubidududu. Ich wär gern so wie du. Oder war doch irgendwie so von Baloo. Hexer! Schubidu. Ah, nee, war gar nicht. Nee, stimmt gar nicht. War gar nicht Baloo. War ja, der Affe. Verdammt, wie hieß er schon wieder? Mann, mein Gedächtnis. Schubidu, ich wär so gern wie du. Der Text stimmt aber. Der Text stimmt. Wie ist er? Nicht Kong, nee. Verdammt, ich weiß den Namen nicht mehr. Sorry, ich muss mich da konzentrieren. Sag mal, wofür das Teil lang? Scheiß doch auf alles. Nö, bitte nicht. Nicht hier in Beauclair, ja, also hier. C'est la vie, c'est la France. Hier hütet man seine Zunge. C'est la maintenance. Was? Gut, hier sind wir wieder viel deutlicher. Dankeschön, liebes Spiel. Der, den die Herzogin gerufen hat? Ich glaube, ich bleib hier. Ich hol Triss und wir bleiben hier, weil ganz ehrlich, die lieben uns alle und gut, das Genug gesagt. oh, scheiße. Ja, ist gut, ich komme ja schon. Hoch führt zu dieser Tür. Ja, mach auf und zensier den Part, Michael. Oh, tut mir leid, dass ich störe. Das ist nicht, wonach es aussieht. Ehrenwort. Ich bin gestolpert und hingefallen. Und sie lag da schon. Psst,
Hugo, das ist er nicht. Ich schwöre, das ist nur eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Wie bitte? Das ist nicht mein Mann. Du meinst nicht dein Mann? Wer bist du? Was machst du hier? Raus, sonst rufe ich die Wachen. Wo es gar nicht sein Haus ist, natürlich. Ich verstehe sowieso nicht, wie Frauen... Ich meine, es sieht aus maximal wie 40, höchstens wie 40 und er sieht aus wie mindestens 70. Was wollen Frauen von so alten Knackern? Das kann doch gar nicht sein, dass... Also, ich meine... Klar, im Alter, vielleicht die Erfahrung, aber da hängt doch alles. Also, nee, ich kann und will mir das nicht vorstellen. Dein Tumor gefällt mir nicht, mir allerdings auch nicht, ich will nur reden. Gira natürlich egal, deswegen... Ganz ruhig. Ich will nur reden. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas zu besprechen haben. Oh doch, haben wir. Fangen wir damit an. Für einen Mann deines Alters bist du ja in Topform. Ich esse gut. Beginne den Tag mit einem Glas Wein. Das erhält den Körper ganz vortrefflich. Interessant. Sollte ich mal versuchen. Sag, hast du je von Reginald d'Aubry oder seinem Denkmal gehört? Den kennt hier jeder. Reginald ist unser Nationalheld. Memo ans Spiel. Die Musik passt nicht. Ach was, du bist gut informiert, Hugo. Vielleicht weißt du auch, wer Reginalds Hoden gestohlen hat. Ja. Ich kann alles erklären. Also... Rosalinda! Ich weiß, dass du da drin bist. Du und dein Lackaffe! Ups. Oh nein, bitte nicht auch noch er. Das ist wirklich nicht mein Tag. Hab ich dich, Halunke! Mach dich auf was gefasst, du! Hey, wer zum Teufel ist das denn? Rosalinda! Einen hätte ich dir verzeihen können, aber gleich zwei? Moment, ich habe nichts damit zu tun. Sehe ich wie ein Idiot aus? Dich werde ich lehren, im Teich eines anderen zu fischen. Spinnt der? Wir sind doch komplett angezogen. Tschüss. Ich habe keine Zeit dazu. Geh nach Hause. Ja. Das wird das Beste sein. Hier bin ich fertig. Geralt, vielleicht ist er hier zu Hause. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du nicht reingeplatzt wärst, hätte es für mich übel enden können. Danke, dass du mir die Haut gerettet hast. Also Zeit für ein Gespräch. Rosalinda, mein Täubchen, entschuldige uns einen Moment. Also gut, ich gestehe, ich habe die Kronjuwelen gestohlen. Und du wirst es mir nicht glauben, aber sie funktionieren. Heute haben Rosalinda und ich... Na, 3-mal bis jetzt. 3-mal? Beeindruckend. Nicht wahr? In meinem Alter. Öfter als in den letzten 10 Jahren. Wie auch immer. Du hast die Eier geklaut, du musst sie zurückbringen. Hör mal, vielleicht können wir uns einigen. Hm? Lass mich die Kronjuwelen behalten. Ich bezahle dich auch. Bitte gewähr mir das. Sie haben mich wieder jung gemacht. Sorry, aber ich habe auch meinen, wollte gerade sagen, Ritterkodex. Mein Hexerkodex. Ich kann es dir leihen. Ja, natürlich. Mann! Nein, wir haben den Auftrag, sie zurückzubringen. Punkt, aus, fertig. Keine Chance. Ich muss die Kronjuwelen mitnehmen und basta. Aber wenn du sie mir noch lässt, nur 1, 2 Tage, höchstens 3. Nichts zu machen. Tut mir leid. Naja, gut, dass ich sie überhaupt benutzen konnte. Hier, bitte. Danke und viel Glück. Eigentlich meine ich, dass du bestimmt auch ohne gut auskommst.
Oh, mächtige Eier aus Granit. Ja, ursprünglich dachte ich, es wären andere Eier. Oh mein Gott, hey. 3 Mal in einem Tag. Gut, das ist jetzt... Soll ich jetzt mich dazu äußern? Ja oder nein? Das ist jetzt die gute Frage. Also bezweifle, dass die Eier das wirklich waren. Das war vermutlich eher so ein Aberglaube. Aber es spielt keine Rolle. Hauptsache, wir haben die Quest abgeschlossen. Hey. Wir sind davon 3 Mal am Tag nach 10 Jahren Abstinenz. Gut, wie gesagt, in so einem Alter und so weiter. Wundert mich sowieso, dass er noch keinen Herzinfarkt hatte. Bei 3 Mal täglich, ganz ehrlich. Ja, und sie, was mal mit ihr? Ist sie auch 3? Also, ich meine, das muss ja für sie auch. Ist ja klar, nicht nur für ihn. Hier. Dann eben so. Hier, Kumpel. Nun, hast du Reginalds Kronjuwelen schon gefunden? Ja, sie sind wieder da. Bei Majorans sinnlichen Lippen. Das sind sie! Wahrhaftig! Hoffentlich drückt diese Belohnung, so bescheiden sie ist, doch meine Dankbarkeit aus. Yeah! Und schau morgen bei der großen Wiedereröffnung rein. Du darfst Reginald kostenlos berühren. Das geht aufs Haus. Nichts für ungut, aber Geralt hat das gar nicht nötig. Was, haben wir eine Statue bekommen? Was sollen wir mit der machen? Mächtige Eier aus Granit. Ja, wie gesagt, wir brauchen sie nicht. Also, Geralt braucht... Also, wir brauchen sie nicht. So, Schluss aus. Ne, Quest abgeschlossen. Schön, so aus dem Schönsten. War nicht in der Nähe, wa? Was mir noch fehlt, Leute, ist ein bisschen, dass ich hier direkt... Oder, ich hatte vielleicht eine Karte, wo die Quests alle sind. Nee, noch nicht, wa? Ne, da fehlt mir echt noch irgendwie... eine Anzeige, wo ich direkt hier schon sehe, wie weit weg wäre das jetzt. Weil ich muss natürlich durchklicken, um mir zu sagen, ja, wo ist es ungefähr oder wo könnte es ungefähr sein. Gut, ab zum Großmeister. Ein bisschen einkaufen gehen, verkaufen vielleicht. Wäre auch nicht mal so eine schlechte Idee. Gesundheit. Bist du das? Ahoi, ahoi. Nicht so hoch. Willkommen, guter Mann, bei Dupont und Söhne, Emporium der Vielfalt. Mit Zufriedenheitsgarantie. Das hört ein Kunde doch gerne. Oh, Gwent. Der ist sicher kein wichtiger Gwent-Duelland. Machen wir das später. Zeig mal, was du zu bieten hast. Er hat keine Gwent-Karten. Schade. Aber auch nichts, was wir so unbedingt brauchen. Oh Mann, ey. So, habe ich jetzt etwas? Ich meine, schwaches Licht brauchen wir eigentlich sowieso nicht. Dann kann ich alles mal ein bisschen ablegen. Muss sowieso mal. Wo hat es eine Truhe? Keine Ahnung. Ach, ist egal. Geldnöten haben wir auch nicht. Da haben wir irgendwo die Statue von eben. Also plötzlich habe ich verkauft das alte, aber Handwerk, Alchemie. So, falls wir die Statue haben, sehe ich sie gerade nicht. Na, ist egal. Bis dann. Gewinn wäre eine Variante für später. Eben, denke ich mal, ist ein normaler Händler, der einfach eine normale zufällige Karte verteilt. Fertig. Jetzt hustet er schon wieder in ihrem Zeugs herum. Oh mein Gott. Gut, ich bin noch ganz kurz zum Kräutertyp hier oben. Ey, alle hopp. Willkommen. Kräuter frisch. Die will auch Gwent-Socken. Alle wollen Gwent-Socken. Lass mal sehen, was du anzu... Hier oben bin ich sehr gespannt. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Oh, wir haben sogar noch einen Trank. Kann man gucken, natürlich ist kein Questgegenstand. Verzehrbar, was ob hier drin wäre, es war. Nee, Trank. Trank der Lähmung. Fügt alle Fertigkeits...
Was bin ich gerade? Aha, das war die... Alter, nee, unsere Kohle ist ja links oben. Trank der Leerung, fertig entwickelt worden, das war ein Punkt hin, so dass neu gesetzt werden können. Der Herstellungstrank stellt alle Fähigkeitspunkte daher, mit denen Mutationen entwickelt wurden, sodass neu investiert werden können. Hätte ja also unterschiedlich. Ach du Scheinkleister. Lösung zum anderen Vermitteln. Absurd. Brauchen wir noch absurd? Wir haben doch schon eigentlich schon so viele. Ich bin sowieso nicht unbedingt ein Fan von absurden, aber es kostet nicht viel, also. Ja, Konrazette kann man immer gebrauchen. So, brauche noch etwas hiervon. Ich glaube, die Frucht können wir noch mal ein paar gebrauchen. Aber sonst will sie gerade nix. Ja, Mann, jetzt kommt das Teil schon wieder. Das ist jetzt recht nicht geändert, ey. Nee. Ja, jetzt aber hier alle für Alkoholist. Okay, haben die schon mal. Gut. Was kann man sonst noch alles brauchen? Klar, Bomben fehlen uns ein paar Dinge. Quests, nö. Tränke vielleicht mal, war wieder etwas. Verbesserter Waldkarte, normaler haben wir ja. Wollen wir kurz gucken, wa? Hä? Das wird jetzt angezeigt im Handelsfenster. Aha. Ja. Wird irgendwie auch, aber nur ganz scheiße irgendwie. Seltsam. Kostet kaum was, kaum. Da habe ich zwar genug, nehmen trotzdem ein paar mit. Wie gesagt, wir haben genug Kohle. Ah, jetzt kommt das. Zapp, nee. So. Gulner Pirol fehlt uns helle Essenz, also Alchemiezutaten. Muss ich sonst mal gucken. Ein Schwertwal. Was haben wir eigentlich noch alles? Den haben wir jetzt. Vollmond haben wir auch alle Zutaten. Ein paar zu viel, war, würde ich sagen. Überlegener Donner, da brauchen wir. Oh, eine weiße Möwe noch. Da brauchen wir sowieso noch für relativ viel. War eine weiße Möwe. Alraunenlikör fehlt uns. Hier hat das nicht gerade der andere Typ gehabt? So viel haben wir nicht mehr. Naja. Bis dann. Ich muss eigentlich sowieso mal bei... Genau, betrachten wir da mal offscreen ein bisschen durchgucken, weil sonst waren wir da viel zu lange dafür. Aber hey. Gut, Alkohol ist für später. Das ist ja zum Auffüllen alles wieder. Quest, Tränke. Gerne mal ein verbesserter Peter... Nee, wo war der jetzt? Hier, der Waldkauz. Vollmond. Für die maximale Vitalität. So, und der Ausdauer. Überlegenes schwarzes Blut. Ja, doch gerne mal alles machen. Jo. Ja, sowieso mein Ziel dann auch bei New Game Plus, dass ich am Schluss wirklich alle Rezepte habe, alle Upgrades, im Prinzip das Spiel zu 100% durchgespielt habe. Ja, das wird dauern. Ganz ehrlich, Witcher 3, also natürlich alle 3 Teile von Witcher 3, ist klar, aber generell Witcher 3 100% zocken, viel Spaß. Und da bist du ein paar Jahre dran. Was haben wir sonst noch etwas? Nö. Und besser das Bestienöl, sehr gerne. Uns fehlt Bärenfett. Die Grunddinge haben wir aber. Ja, das können wir noch als nächstes Mal versuchen, wa? Bessere Öle. Kommen wir jetzt raus? Hallo? Ah, da. Wo ist der Schmied? Wo ist der Schmied? Nicht zu halb halten. Hätte gerne einen Meister. Rüstung. Wo ist denn der jetzt? Hier drin? Der soll ein Schmied sein? Das sieht eher aus einer Wechselstube. Ein Hexer aus der Wolfsschule, hier in Toussaint. Sei gegrüßt, ich bin Lazar Lafargue. Geralt von Riva, du scheinst dich ja zu freuen. Hast du Arbeit für mich? Und ob? Keine Monsterjagd, aber gewiss interessiert die Sache dich trotzdem. Ich bin Rüstungsschmied und suche schon seit Jahren nach Schemata für Hexerrüstungen von außergewöhnlicher, großmeisterlicher Qualität. Ich habe davon gehört.
Gesehen habe ich aber noch keins. Ich dachte, sie wären verschollen. Eben nicht. Ich habe zum Glück erfahren, dass ihre Besitzer nach Toussaint gekommen sind. Leider sind sie dann verschieden, aber ich weiß wo. Ich brauche nur einen Partner, der mir dabei hilft, die Schemata zu bergen. Wenn du weißt, wo sie sind, warum holst du sie dann nicht alleine? Na, sehe ich vielleicht wie ein Abenteurer aus? Und wer wäre für meine Kunden da, wenn ich durch die Gegend zöge? Nein, lieber übertrage ich diese Aufgabe einer zuverlässigen Fachkraft. Bring mir die Schemata, dann fertige ich dir an, was du wünschst. Das sieht irgendwie aus, als würde er aus Ophiri kommen, war? So ganz leicht. Toussaint kommen, das wäre eine gute Frage. Kein Gwent? Schade. All diese Schemata sind irgendwie nach Toussaint gelangt. Wie war das möglich? Toussaint war die Heimat von Tientzel, einem legendären, leider verblichenen Elfen- und Rüstungsschmiedemeister. Von ihm ließen Hexer aus aller Herren Länder ihre Platten- und Kettenrüstungen anfertigen. Von dem habe ich gehört. Er soll der Beste gewesen sein. Er hat auch entsprechende Preise genommen. Die Hexer mussten oft besonders schwierige, gefährliche Aufgaben erfüllen, um sich seine Rüstungen leisten zu können. Einige hatten das Pech, dass ihnen dabei etwas zustieß. Und die Schemata liegen heute noch bei ihren Gebeinen. Verstehe. Wer sie findet, hat auch die Schemata gefunden. Aber woher weiß ich, wo ich suchen muss? Zufällig bin ich bei Tientzel in die Lehre gegangen. Ich habe also die Geschichten der verschollenen Hexer von ihm aus erster Hand gehört. Was er mir erzählt hat? Nun, ich habe jedenfalls Abstand davon genommen, selbst auf die Suche nach den Schemata zu gehen. Lass uns eine Abmachung treffen. Ich sage dir alles, was ich weiß, und du lässt mich im Gegenzug Kopien von den Schemata anfertigen, die du finden kannst. Aber sowas von. Übrigens, wie zum Henker ist er Lehrling eines Elfen geworden. Wieso hat denn dieser Elfenmeister einen menschlichen Lehrling angenommen? Mein Vater war Rüstungsschmied. Ich habe von klein auf geholfen und irgendwann meine eigenen Stücke geschmiedet. Meister Tientzel sah meine Arbeiten und bot mir eine Lehrstelle an. Mir ist erst Jahre später klar geworden, was das für eine Ehre war. Leider ist mein Meister später bei einem Massaker ums Leben gekommen. Er hat mir alles beigebracht, was er wusste. Und doch habe ich es zu seinen Lebzeiten nicht mehr geschafft, die Voraussetzungen der Zunft für den Großmeistertitel zu erfüllen. Ich weiß, dass ich in meinem Geschäft einzigartig bin, aber bis ich nicht eine Hexerrüstung von Großmeisterqualität angefertigt habe, werde ich nie wissen, ob ich meinem Lehrer ebenbürtig bin. Ich finde es gerade sowieso ein bisschen seltsam, dass ein Elf ein besserer Rüstungsschmied sein soll als Zwerge. Es hat eigentlich immer der beste Schmied wäre, von dem er mal ein Zwerg gewesen. Aber okay, gut, ich meine, Elfe, Zwerge kann man sich darüber streiten. Wo soll ich nach den Schemata suchen? Ich weiß von 5 vermutlich toten Hexern. Jeder aus einer anderen Schule. Wolf, Greif, Katze, Bär und Manticore. Wo soll ich anfangen? Bitte was? Manticore? Seit wann gibt's Mantikoren? Hä? Man vermutet die von der Weapon-Schule, wa? Meinen kennen wir aus Witcher 2 und... Oh ne, hat er gar nicht gezeigt, wa? Lita von Goleta. Stimmt, haben wir gar nicht gezeigt. Also, doch, also, wir haben es mal aufgenommen. Das wäre dann für New Game Plus. Plus wieder mal. Also, theoretisch in Witcher 3 Wild Hunt kann man auf Lita von Goleta treffen. Alter, mehr oder weniger Kumpane aus Witcher 2. Der kommt ja aus der Weapon-Schule. Aber die Weapon-Schule, wie auch die Bärenschule, gibt es nur in den Spielen, nicht in den Büchern. Die 3 gegen Juni gibt es auch in den Büchern. Manticore. Die Schule des Manticores. Über die weiß ich wohl am wenigsten. Obwohl ich vor langer Zeit mal eine Rüstung getragen habe, die von dort stammte. Meinem Meister zufolge liegt die Schule des Manticores weit im Osten. Vor einem Jahrhundert kam einer ihrer Hexer zu meinem Meister, ein gewisser Merten.
Tienzähl war nicht gerade begeistert von ihm. Er stank wie eine Schnapsbrennerei und suchte ständig Streit. Tienzähl schlug ihm die Tür vor der Nase zu und rief, er solle nüchtern wiederkommen. Mit Betrunkenen mache er keine Geschäfte. Der Hexer kam jedoch nicht wieder. Die Leute munkeln, er habe sich auf einen alkoholumnebelten Händel mit der herzoglichen Wache eingelassen. Er wurde verhaftet und verurteilt. Das Bastei-Gefängnis, in dem er saß, ist längst nur noch eine Ruine. Aber vielleicht solltest du da mit der Suche beginnen. Klingt nicht schlecht. Und beim Bären? Erzähl mir etwas über den Hexer von der Bärenschule, ja? Kurz nachdem Meister Tienzähl mich als Lehrling angenommen hatte, tauchte er auf. Ich erinnere mich noch an das Bärenmedaillon, das er um den Hals trug. Der Hexer war riesig und falschte wie ein Fischweib. Hexer sind eben selten reich. Stimmt, der war es jedenfalls nicht. Aber er war in Eile und so wurde mit der Herstellung begonnen. Er seinerseits versprach uns das Geld zu bringen, sobald er einen Auftrag auf dem Tuffeau-Weingut erledigt hätte. Dort war ein Gebäude eingestürzt. Die Zeit verging und der Bärenhexer kam nie wieder. Mein Meister schickte mich zum Tuffeau-Weingut. Es stellte sich heraus, dass der Hexer dort tatsächlich einen Auftrag angenommen hatte. Aber das war das Letzte, was man von ihm gehört hatte. Und mehr weiß ich auch nicht. Klingt ziemlich mysteriös. Ich glaube, die Rüstung können wir sogar erst später machen. Also, könnte man durchaus vorstellen, dass da mindestens Level 50 angesetzt ist. Reden wir über den Hexer der Katzenschule. Vor einem Jahr bat mich der herzogliche Rüstungsschmied Bartholomé de Launay, die Authentizität eines Hexerschemas zu überprüfen, das er von einem Boten erhalten hatte. Zu dieser Zeit arbeitete er an einer neuen Rüstung für die Herzogswache. Ein Hexer der Katzenschule bot einen vollständigen Satz Hexerschemata für eine komplette Ausrüstung. Die Schemata wären wirklich hilfreich gewesen. War das Schema, das du gesehen hast, wirklich ein Hexerschema? Zweifellos. Zu schade, dass Delaunay mich keine Kopie hat anfertigen lassen. Er war ganz außer sich und fürchtete, der Hexer könne ihn einfach töten und ausrauben. Vielleicht war diese Angst nicht ganz unbegründet. Denn kurz darauf verschwand Delaunay spurlos. Sicher, ich hätte sein Anwesen ja nach Hinweisen durchsucht. Aber das ist wegen der akuten Einsturzgefahr viel zu riskant. Also unser Job. Was kannst du mir zum Greifenhexer sagen? Er kam vor etwa 200 Jahren zu uns. Aber mein Meister kannte ihn bereits. Dieser Hexer war bei weitem nicht so emotionslos, wie es seine Kollegen sind. Er hatte auf Fort Hussard einen Auftrag angenommen und brauchte dafür unbedingt eine bessere Ausrüstung. Er zeigte meinem Meister die Schemata, hinterlegte eine Kaution und ward nie mehr gesehen. Offenbar hat er eines Abends das Fort verlassen und kehrte nie zurück. Wohin kann er gegangen sein? Weiß ich nicht. Es hieß, er sei in Eile aufgebrochen. Vielleicht hat er etwas vergessen. Von Fort Hussard sind nur noch Ruinen übrig. Aber vielleicht lohnt es sich, die zu durchsuchen. Schon seltsam irgendwie 5 Hexer nie mehr wiedergekommen. Das ist schon, naja, nicht ganz normal. Erzähl mir von meinem Bruder von der Wolfsschule. Sein Name war Adon. Ich erinnere mich gut an ihn. Mein Meister mochte ihn und half ihm, einen gut bezahlten, aber nicht zu riskanten Auftrag zu finden. Vor ein paar Jahren traf eine archäologische Expedition von Castelgroupien in Toussaint ein. Die Mitglieder der Expedition befragten den Meister zu den Elfenruinen in Termes. Er warnte sie eindringlich vor den Gefahren und legte ihnen nahe, Adon als Eskorte mitzunehmen. Was für Gefahren hat er gemeint? Weißt du das? Der Legende nach spuken Geister in den Kammern unter Termes. Was da dran ist, weiß ich nicht. Aber die Expedition samt Hexer ist spurlos verschwunden. Noch seltsamer. Übrigens, Geralt müsste den eigentlich kennen.
Also Arthur-Namen sagt mir jetzt gar nichts, aber abgesehen davon, Geralt ist auch nicht mehr der Jüngste und aber die Wolfsschule bildet gar keine Hexer mehr aus. Das heißt, er müsste doch den eigentlich kennen. Wenn es echt einer aus der Wolfsschule war, also irgendwie. Würdest du etwas für mich anfertigen? Natürlich. Bärenarmbrust brauchen wir nicht. Wir haben die ja noch. Hat er sonst noch irgendetwas? Ich meine, klar, geht ja anhand von unseren, ja, was sie halt dabei haben. Das heißt, er kann theoretisch gar nichts Besonderes haben. Vipernhandschuhe, ja. Ein paar Zutaten fehlen noch, mit schwerer Rüstung. Mal die noch nehmen, auf einer Stufe wird es sogar passen. Haben wir vielleicht noch irgendwo neue Schemas vorhin bekommen? Könnte ja auch sein. Vipernrüstung. Oh, Stufe 39. Müsste dann eine viel bessere sein, wa? Hey, Moment mal. Wir haben eine Vipernrüstung. Haben wir jetzt mal verarschen? Uns fehlt bloß ein gutes Schwert. Sarim, also natürlich auch ein Silberschwert. Da haben wir mit dem Vipernschwert eigentlich schon ein gutes. Ich hätte gerne noch irgendwie ein besseres gnomischer Quer, ja. Das Level stimmt zwar. Klinge von Tyr Tochair. Ja, weil ich finde halt die Waffe, die wir noch von Olgierd haben, das Hearts of Stone, die ist schon ein bisschen sehr imbar, vor allem mit ihrem Effekt noch. Klar, wir haben sie bisher nicht nutzen müssen. Waren ja alles Monster als Gegner, aber trotzdem ist mir irgendwie unwohl, das zu verwenden. Kritischer Treffer bei 175%, ja, leckt mir am Arsch. Sind die Gegner alle weg? Meistergefertigtes Wolfstahlschwert, also mir ersetzt dadurch. Ophirischer Säbel, natürlich. Da ist einfach mal ganz klar. Ne, nicht ganz, ja. Es sieht so aus wie Olgierds Klinge, aber sie ist ein bisschen anders. Schwarzes Einhorn, 46 Stufen, na klar. Scherbenschwert. Natürlich soll es auch ein Schwert sein, was ein bisschen ansprechend ist, wa? Akama Stahlschwert. Sieht schon episch aus, wa? Episch aus. 75 Crit-Chance. Klar, macht ein bisschen 13% weniger Schaden, aber mit dem Crit-Chance, ja, leckt mir am Arsch. Warum eigentlich nicht? Uns fehlen noch 2 von den Barren dort. Der Part ist sowieso gleich vorbei, Freunde, keine Sorge. Aber trotzdem mal gucken, kann ich es vielleicht sogar selber herstellen? Könnte ja sein. Hose? Ne, wir brauchen keine Hose. Silberschwert auch nicht. Ja, so. Handwerkszutaten, wir da noch froh drum. Haben wir da die. Ne, das ist der Fall. Wo ist denn der jetzt? Typisch spielen tun wir so nicht anzeigen. Wie heißt der? Dunkelstahlbarren, gut. Komm zu mir, du dunkler Stahlbarren. Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Bist du davon gehopst? Was bist du? Ah, da ist er. Alle Teile vorhanden. Machen wir den. Ich würde sagen, den hier war. So. Markhammer Stahlschwert. Schon lange nicht mehr gemacht, war. Reparieren wir ganz kurz. 111. Und dann haben wir die Kohle noch. Was hast du denn im Angebot? Ich kann mal ganz kurz hier noch gucken. Ich glaube nicht, dass der unbedingt. Oh. Doch eine Auswahl, eine große. Mittlere Rüstung. Nee, ich würde sogar sagen, wir behalten mal unsere Vipernrüstung und warten auf das meisterliche Set. Das ist eine Stufe 42, das wird schon klappen, Freunde. Ich bin ja gut geskillt. Viel Glück auf dem Weg. Ne, kein Anfänger und generell ist es jetzt auch nicht so schwierig, was wir jetzt von der Schwierigkeitsstufe her haben. Daher muss ich sagen, schon klappen. So, mal gucken. Ja, den Waffel jetzt auf dem Kampf mit Energie auf. Dann gehen wir einen starken Zack, Bums. Der hatte 2 Sockel, wa? Der 75. Pff. Alter. Liegengewinn noch steigern, na klar. 5% Chance einfrieren, du, mal episch. Er macht beides, wa? Einsetzen.
Ja, schlecht sieht's nicht aus. Alles klar, vielen Dank. So, bin trotzdem mal gespannt, wie sieht es aus mit der Schwierigkeitsstufe. Sind die... Geht eigentlich noch, wa? Stufe 40. Trotzdem, wir machen die Schatzsucher-Dinger eher später vor. In der nächsten Folge machen wir weiter mit der Hauptquest. Jetzt haben wir einen ganzen Part lang was anderes gemacht, das ist auch schön und gut. Aber ich will nächstes Mal damit weitermachen und dann werde ich, denke ich mal, noch ein, zwei Sidequests machen. Ich denke vor allem an das bezüglich, wo war das jetzt? Wieder Wolf, glaube ich. Genau, wieder Wolf. 36 kann man durchaus versuchen. Gewinnt, hurra, hurra. Skellige ist da, also haben die fehlenden Karten. Skellige, was soll denn finden? Ach du Scheiße. Ich mache irgendwie mal ein paar Spezialparts draus oder verschiebst sogar auf New Game Plus, weil ich mit dem aktuellen Gewinndeck haben wir noch ein paar Schwierigkeiten. Oder ich suche erstmal Offscreen, dann die restlichen Karten, die ich halt in Novigrad und so noch finden kann. Ein paar gibt es sicher noch. Ja, meine, die Gewinnparts hat es auch schon gezeigt, wa? Das ist eigentlich schon ziemlich das Einzige, was ich in New Game Plus gemacht habe. Die ganzen Gewinnduelle hier oben. Moorhen, ja, theoretisch auch. Novigrad, ja, Wählen, Skellige eigentlich auch. Wysimar gab es eigentlich keins, Weißgard natürlich noch. Plus das große Turnier in Novigrad noch und... Stimmt, die Gewinnduelle, gut, da waren ein paar Karten, etwa 5 oder 6 waren das, die es noch in Hearts of Stone gab, bei Shani und Olgierd und so weiter und so fort. Naja, egal, im nächsten Part geht's... Oh, nicht hier. Entschuldigung. Hauptquest, wo bist du? Hier. Nächster Part geht's ab zu Regis. Mal gucken, was er uns Neues zu berichten hat, wa? Mann, nicht hier. Das ist laut. Fertig hier? Fertig. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Jo, der sind wir. Cool, wa?